Hallo ihr Lieben! Heute gibt es was ganz Besonderes und zwar mache ich einen Backkurs für Cupcakes bei Tigertörtchen und dazu habe ich mich getroffen mit Sarah Lino, auch Hochzeitsplanerin, und Katrin Antoszewski, Fotografin und Kartendesignerin, und ich bin mal sehr gespannt, was das heute wird. Ich bin nämlich eine absolute Niete, was Backen angeht. Aber ich habe gedacht, ich teste das mal für euch und sage euch dann, wie der Backkurs war, und ich nehme euch jetzt einfach mit. Komm, wir gehen rein! Wir haben jetzt gerade ein bisschen Theorie gelernt, was in die Cupcakes alles reinkommt, und außerdem haben wir dann 3 Rezepte bekommen, die wir machen wollen, und haben festgestellt, dass wir eigentlich irgendwie jedes Rezept abändern müssen. Weil Vanille-Kirsch finden wir Kirschdorf, vegan, da haben wir wieder eine dabei, die Haselnüsse nicht verträgt, und außerdem noch die Sojamilch auch schon nicht. Was lachst du denn so, Svenja? Aber nicht so lustig finde. Und ich habe gerade gesagt, ich finde das Witzige, ihr wisst ja, Vegetarier und so, dass ich mal in einem Kurs, der mit Lebensmitteln zu tun hat, die unkomplizierteste bin, hätte ich nie gedacht. Aber ich bin zuständig für Vanille-Himbeer. Katrin ist zuständig für die Nuss-Tigertörtchen. Ohne Nuss? Ohne Nuss, dafür mit Mandel. Mandelnuss? Ja, okay. Und Sarah wird die Schoko. Da kam das Fränkische raus. Die Schoko-Tigertörtle. Da ist deine Kamera. Ja, ja. Ich hasse Strumpfhosen. Der Hund meiner Oma hat meine Strumpfhosen gefressen. So wie sie eigentlich. Backe, guck mal, ich backe! Wie viel muss man denn da auslassen? Na, alles. Ich hab keine Lust. Was? Das ist eine Frage. Na, guck mal, da ist noch ein dicker Fleck. Das schaffst du noch. Wenn die Kinder Füße nicht so auskratzen, dann die Wird gleich abgeleckt. Genau. In diesem Stadium bin ich immer noch. Ich steck die Schüssel aus. Ich bin nicht mehr in dem Stadium.
an die Toppings. Ja, ja. Sarah, du auch nicht? Ja. Obwohl ich mit Essen normalerweise echt nicht teile, ne? Also ihr dürft auch mehr haben, aber Ich bin da normalerweise, darf ich auch? Ich bin da normalerweise sehr eigen. guck mal, da. Genau, daran nehmen wir die. Foto? Nee, ist kein Foto. Video! Wenn man nicht gekommen, sehr gut. Wie war's? Super, toll. Und cool, sehr, sehr lustig. Ja! Also Spaßfaktor pur. Sogar die Cupcakes produziert. Genau. Also macht glücklich und Essen? Jetzt kommt der Test. guten Appetit. Das steht nicht drin. Wir essen. Oh, und ihr seid raus. unseren Tag also bei Tigertörtchen verbracht und jetzt möchte ich die Chance ergreifen, noch Niki zu interviewen. Hallo! Hallo! Vielen Dank, dass du den Tag mit uns verbracht hast. Das war echt witzig. Aber jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz sprechen. Tigertörtchen, wie lange gibt es euch schon und was macht ihr wirklich speziell? Ihr macht ja nicht nur Backkurse. Ne? Das ist richtig. Mit so Hühnern wie uns. Nein, leider nicht. Also uns gibt es seit so über 2 Jahren und spezialisiert sind wir auf Cupcakes und Cake Pops. Und das macht uns hauptsächlich aus, was wir für Hochzeiten gerne viel machen und sind aber immer wieder an Tüfteln, an anderen Sachen oder an anderen Kreationen, wie dann die Cinnamon Rolls, so Hefe, Gebäck, Zimtschnecken sind das dann quasi. Oder jetzt haben wir was ganz Neues gemacht quasi, das sind unsere Cuptails. Das sind quasi Cupcakes als Cocktail getan. Aha. Also das haben wir auch speziell auch für Hochzeiten übrigens uns gedacht. Das ist halt der Cupcake, zum Beispiel haben wir Mojito und Pina Colada. Aha. Und dann gibt es halt der Mojito aus Minze und Limette. Und dann haben wir eine kleine Pipette, wo wir den Rum reinfüllen und dann, bevor es zum Essen geht, füllst du halt selber den Rum durch die Pipette in den Cupcake. Dann isst du es und dann ist es wie Cocktail zum Essen. In Berlin ist immer was los. Das ist
ist echt geil. Es ist immer was los. Und das haben wir uns halt mal so. Also wir haben es natürlich ein bisschen, hat man schon mal gesehen. Irgendwo anders, aber jetzt, also in Berlin behaupten wir jedenfalls, sind wir so die Ersten. Sehr, sehr cool. Echt cool. Also ich habe schon mal was vorgestellt über eure Etagere. Ja. Die finde ich besonders für Hochzeiten echt cool, weil unten so ganz viele kleine Cupcakes und oben nochmal eine Torte zum Anschneiden. Also das finde ich auch total schön. Aber jetzt genau diese Backkurse, die wir heute gemacht haben, wie oft macht ihr sowas? Was kostet sowas? Wo kann man Infos darüber kriegen? Na, auf der Seite von uns, vom Tigertörtchen. Verlinke ich euch unten in Ja, genau. Und da kann man sehen auf der Internetseite, wann die Backkurse stattfinden. Wir versuchen, sie also sehr häufig anzubieten, weil es schon sehr gefragt, muss man schon sagen. Und was sie kosten, sind 55 € pro Person. Aber da ist dann halt viel Entertainment dabei. Ja. Man kann viel probieren oder wie gesagt, also doch, ich bin sehr bemüht, auch immer auf Wünsche einzugehen, falls einer sagt, ja, ich kann das schon oder das nicht. Dass man da ein bisschen auch unterstützt, weil die Zeit war ja da, dass man auch hätte auf jemanden eingehen können, so wie auf unsere Veganerin heute. Und ja, muss man halt, macht Spaß. Ja, finde ich auch. Kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, der Link ist unten in der Infobox und wenn ihr jetzt auch Lust habt, einfach mal so einen Cupcake-Backkurs zu machen und ihr seid aus Berlin oder aus der Nähe von Berlin, dann kommt Bescheid. Ja, dann kommt einfach vorbei, sagt hier Bescheid, meldet euch an und macht es einfach mal mit. Wie gesagt, das war wirklich ein Heidenspaß. Wir haben sehr, sehr viel gelacht und es war wirklich witzig und das Beste kommt jetzt noch. Jetzt fahre ich nach Hause und esse alle Cupcakes. Ganz allein. Ich danke dir. Ja, ich danke euch, hat wirklich Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, und gerne. Für euch gibt es jetzt gleich noch mein Gesamtfazit. So meine Lieben, ich habe jetzt also ganz kurz Zeit, noch das Fazit zu ziehen. Wir waren jetzt ungefähr 3 Stunden, 2,5, 3 Stunden hier, sind jetzt fertig, haben unsere Cupcakes gemacht und ich muss sagen, ich bin echt total begeistert. Ich hole die mal kurz. Moment. Das sind die fertigen Cupcakes. Jeder hat seine Box und ich bin total stolz, dass ich gebacken habe. Unglaublich. Ich und Backen. So sehen die aus und ich habe schon 2 gekostet und sie sind echt total gut. Abgesehen davon, dass die Cupcakes also lecker geworden sind, hat es auch richtig viel Spaß gemacht mit den Mädels und war eine super Anleitung, mir richtig gut gefallen und ja, ich denke, dass es vor allem aber auch darauf ankommt, mit wem man das Ganze macht. Also wie gesagt, wir haben irgendwie die ganze Zeit nur gelacht und es war einfach witzig und ja, wenn ihr einfach mal was Besonderes machen wollt mit euren Freundinnen, zum Beispiel könnte ich mir sowas theoretisch auch echt für einen Junggesellenabschied vorstellen. Witzige Sache, definitiv. Und probiert es doch einfach mal aus. Nicht nur immer essen, auch mal machen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch frohes Cupcaken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.